Et aserem soweit. All Joas alles op den Steseler Bierch. Grost Appelfest. De Weekend vom 23. auf 24. September, de 30. am 1. Oktober, an de 7. an den 8. Oktober. Immer von 10 bis 18 Uhr. Appelfest Steseler Bierch. Schönen guten Abend. Ich begrüße euch für eure Emission von der Rentrée. Es ist immer mitten am Sommer, wo die Steseler Militärsvehikelsammler hier ein internationales Meeting mit Ausstellung von Militärsgefähren haben. Television Stesel war bis bei der Centre de Loisirs Norbert Melcher gucken. Das ist ein 13. Meeting, den wir machen. Wir bestehen aber das Jahr 15 Jahre. Das heißt, wir haben 2 Jahre hat man kein Meeting durch die Corona-Zeit. Den Zweiten Weltkrieg soll nicht vergessen gehen. An der Schule geht das nicht mehr so weiter gepredigt, wie wir damals gelehrt haben. Und ich muss immer sagen, und das tun ich auch immer ganz hart, wir sind am Anfang ein erfahrbares Musee. Und dafür invitieren wir als Leute hier auf Platz, wo wir auch bei Sie gehen und bei Kollegen am Anfang für einen Zusammenhalt zu haben. Und das ist immer flott bei uns. Ich habe es ausgestellt, Militärgefähre aus dem Zweiten Weltkrieg, es sind doch nach dem Zweiten Weltkrieg natürlich da. Von Ausländern sind am Anfang Holländer, Belgisch, Schweizer, Deutsch und wir Lützeburger schaffen das auch kein Vergiss haben. Das ist auch das Jahr nicht so besagt wie sonst. Aber das ist nicht mal so. Die Leute kommen aber noch immer gerne bei uns, weil wir können nur schön zusammen pottern und zusammen schwätzen oder das Problem erklären, wo wir die Gefähre haben, wo wir dann eine Lösung finden. Wann Trieserät sich bis Glassi dreht, dann ass Schuberfauer. An do mat och de Bojemeester der. Viel Bojemeesteren hatten sich afhand an natürlich auch Eisebojemeester Fernand Marchetti. Auch die jüngste Bojemeester am Land, Gilles Göres, war immerhin seine Schulzeit
zu Heestrif verbrucht huet. Solo nach Seier schiet ich an da gehtet lass. Et aserem soweit. All Joas alles op den Steseler Biersch. Grost Appelfest. De Weekend vom 23. auf 24. September, de 30. am 1. Oktober, an de 7. an den 8. Oktober. Immer von 10 bis 18 Uhr. Appelfest Steseler Biersch. Oversioun vun de Skolären Akadeen vun der Amikal Stesel. De Burgermeester Ferner Marchatti geht och op den Historik vun der Amikal Stesel bei dieser Gelegenheit an. Den 19. Januar 1947 gouf de Basketballverein AS Sportiv Steinsel an d'Lewegroef, dat war eng Sektion vun de Steseler Scouten. Dat Joer drop gouf dun déi Sektion vun de Scouten selbstständig an huet ënner dem Numm BBC Amikal Stesel een eigenständige Verein opgebaut. Een Verein, den dit jaar zijn 75 jaar feiert, en dat den 21. Oktober dit jaar hier am Centre de Loisirs Norbert Melcher. Bei dieser Gelegenheit gibt ein Organisationskomitee ganz flott Buch heraus, an dem auf 620 Seiten Geschichte vom Steseler Basket a Bilder an Texter beschrieben wird. Eine Soiree retrospektiv mit einem guten Essen und der als Supporter vom Steseler Basket muss teilholen. Von 1947 wird Amikal Stesel an der dann alle Kategorien 31 Mal Landesmeister, 23 Mal Cupgewinner, hat dabei auch noch Coupe du Grand Duc und Coupe Commémorative gewonnen. Caesar 2022-23 hat viele Höchstpunkte. An Supporteren haben viele spannende Matches erlebt. Auch wenn der Championstitel bei den Herren knapp verpasst ging. Aber etwas steht fest. Supporter vom Steseler Basket, sie sind bei weitem Champion von Lützeburg in alle Kategorien. An all Freien als Frau, von hin daheim gegen Stesel spielt, weil das eine Garantie für viele Zuschauer mit guter Stimmung. Der Seniors-Equipe vom Steseler Basket, Felicitationen vom ganzen Gemeinderat für ihre Performance, dem Titel vom Vize-Champion, das stärkt doch ein Gemeng, von ganz Land über Stesel schwätzt, dafür ein großes Merci. Ein großes Merci auch dem Coach, dem Etienne Louvrier, der viel mit Stesel erreicht hat, lo aber eine kleine Pause müsst. Da wir sind dieses Jahr bis ans Viertelfinale kommen, nicht schlecht, aber du hast sicherlich nach Sput noch oben. Und nun kommen wir aber zu denen, die den Ofen geeiert gehen. Skolären an Kadien haben darum fertiggebracht, ihre Palmares zu vergrößern. Und das vor allem durch die gute Arbeit am Jugendbereich von Thorsten Freiheit, den die Jugendlichen gut am Griff hat und sie begeistern kann. Und das ist nicht mehr normal, dass die Resultate nicht auf sich werden lassen. Skoläre sind Champion 2022-23. Da sehen sie, das letzte Jahr Vize-Champion wären und nur noch auf ein Brianda der Weiß Coupe de Luxembourg gewonnen. Ein Remake vom Jahr 2021-22. Skoläre werden nur am ganzen 8 Mal Landesmeister an ihrer Kategorie und haben Coupe de Luxembourg 4 Mal gewonnen. Hallo zu den Kadien. Mit einer brillanten Prestation für über 100 Steseler Supporter hat die Kadets-Equipe den Walfer College keine Chance gelassen und hat ganz verdient Coupe de Luxembourg gewonnen. Kadets sind nun 1-mal Champion von Lützeburg, 11-mal Champion von Lützeburg und 7-mal Coupe de Luxembourg gewonnen. Felicitationen an die zwei Equipen für das Succès bei den Skolären erwähnt, die bei den Skolären erwähnt waren,
wie bei den Kadé schon überraschend ist. Hätten sie ja nicht am Championat mit bald 30 Punkten gegen Walfer verloren. Ein großes Merci und den Thorsten Freiheit. Weil diese Succesen sind auch sein persönlicher Verdienst. Bravo wird Michael Stesel mit dem ganzen Komitee. Bravo wird für das Komitee vom Supporterclub mit allen Supportern und für allem Bravo wird Stesler Equipen. Die vielen Succesen, die bringen auch dem freien Personen an den Käse. 1250 € wird der Vize-Champion, 1000 € wird Champion am Jugendbereich, und 2x500 € wird Succesen an der Coupe de Luxembourg. Das sind am Ganzen 3250 €, die der Stesler Gemeinderat verteilt wird. Den Herr Kreupi wird lachen und sich freuen. Wir sind aber nicht mit nichts dahin gekommen und haben auch einen kleinen Prim für die Spieler, die Champion gesehen oder die Coupe gewonnen haben. Zum Schluss von dieser Zeremonie rufen es die Kippen auf das Podium und sie kriegen dann hier Prim. Ich sage schon merci, ich gehe Lot Wort weiter und der Präsident vom Supporterclub, dem Claude Schinchen. Merci. Liebes Kollegen, Kadetspieler, mit dem Trainer Thorsten Freiheit, Betreiber von diesen zwei Equipen, Kollegen aus dem Schäffner Gemeinderat und aus den Komiteen vom Basket Supporterclub und Jugendkommission. Liebe Eltern und Großeltern von den zwei Equipen, liebe Vereinsvertreter, Freunde und Sympathisanten vom Stedler Basket. Am Namen vom Komitee vom Supporterclub Les Amis de la Michael Stesel begrüße ich auch ganz herzlich, also merci für Ihre Präsenz auf dieser Ovation für die zwei Basket-Equipen, Scholar Kadé für außergewöhnliche Resultate von der vergangenen Saison zu ehren. Auf dieser Platz gratuliere ich auch unserer ersten Herren-Equipe zum Vize-Champion. Große Bravo, Gratulationen an Anerkennung vom Supporterclub und als Scholar Kadé, Trainer und Betreiber für eine formidable Basket-Saison. Liebe Spieler, die wird eine mehr Belohnung für ihre harte Arbeit an den letzten Monat gekriegt. Für ein begeistertes Publikum, eine fantastische Stimmung, hat ihr für ein gutes Spielniveau bei diesen Jugendmatchen gedurcht. Den 13. und 14. Mai waren sensationelle Weekend an der Geschichte von Michael Stesel. Bei den 24 Stunden haben uns U18 und U16 beim Youth Cup den alljährlichen Highlight für als Novelsspieler es fertiggebracht, den Pokal auf Stesel zu bringen. An zwei spannenden Matchen konnten Zuschauer am gut besiegten Gymnas von der Kock und Kirchbirch zwei heiß erkämpften Duelle gesehen an die jungen Talente auffeiern. Uns U18 gewannen gegen den Oper Wallifer mit 71-66 an uns U16, die schon 2 Wochen erste den Championstitel geholt hatten, konnten sich mit 76-70 gegen Muselpikes durchsetzen. Sicherlich eine wohlverdiente Belohnung für die gute Jugendarbeit von den letzten Jahren. Als Jugendspieler von Haut sind also hoffentlich als Seniorspieler von Moor. Ich bin froh, als Präsident vom Supporterclub können zu sagen, dass für Michael die Jugendarbeit ganz wichtig ist. An der größten Stelle Wert hat. Hier kriegen die Jugendlichen Kontakt mit dem Sport, was wichtig ist für Körper und Geist. Der Jugendsport hat auch eine soziale Funktion für unsere Gesellschaft. Auch das dürfen wir nicht als Gemeng vergessen. Der Sport lehrt und vermittelt vieles: Fried und Bewegung, Ausdauer, Disziplin, Resilienz, Respekt, Gemeinschaftsgefühl und Fairplay. Gratulationen vom Supporterclub auch den Eltern und Großeltern, die ganz Jahr als Spieler unterstützt tun und die als Jugendspieler dazu motivieren, für nur einen vielleicht harten Schultag nach oben auf den Training zu gehen. Weiter so ist der Jugendkommission merci für ihre Unterstützung an ihr wertvolle Arbeit. Ich gratuliere dem Basketkomitee, Sympathisanten und Supporter für ihre großen Einsatz von dieser Saison, das zum Wohl von Michael. Liebe Jugendspieler, Vorsumme mit dieser Begeisterung für ihre Sportführung, da werden wir an den nächsten Jahren bestimmt an der ersten Equipe herumgesehen.
Als Anerkennung für gute Resultate haben wir diesen zwei Equipen vom Supporterclub in Niesen offeriert. Ich so merci für das Nachlauschen und wir als Supporterclub freuen uns eine Chance auf die kommende Saison. Merci. Den Buchtag 2023 gouf auch zu Stesel gefeiert. Mei dazu allo an unserem nächsten Beitrag. Weltbuchtag 2023. 1995 gëtt es en Dach, also bald 30 Joer, gouf vun der UNESCO an Liewen Geruf anzwer am Kader vun enger Tradition aus Katalonien, wo den de Schutzhellechen St. Georg aus dem Dorf geeiert ginnners an sie hunn Demols dann Rose verdeelt an e Buch. Voilà. Dat war am Fungel Basis an och haut feiere wir och den Todestag von Shakespeare. Dat war nämlich auch op den Tag 1616. Voilà. Bloß mal lo dann aber von 1616 op Haut kommen an dummer zum Autor dem Sascha Bachim, den uns den Novent e Viertrag über Stressprävention am Alldach hält. Erlaubt man zu so, Sascha, Fleisch klingt da den ersten Moment ein bisschen drischen, aber nicht für ich, das wäre dann nicht Teil. Dem Sascha sein Viertrag, der basiert auf sein Buch Therapy to Go, wird letztes Jahr am Juli beim Remote Verlag in Deutschland rauskommen. Das ist sein erstes Buch. Ja. Das ist nicht 1000 Mal verkauft, mit 10.000 Mal schon. Und ich so nicht wie viel, das ist Spiegel Bestseller. Und dafür fand ich es super, dass wir ihn haut bei uns haben. Voilà. Und auch die mengnisch honoriert das wäre eine Teil. Die hat auf der Gravitation gesehen, der Sascha Bachim als Diplom-Psycholog und als Psychotherapeut und er schafft hauptberuflich am Centre National de la Prévention pour les Addictions. Aufgekehrt knapper an auch sie und den Novent einen Stand bei uns, wo ich ganz froh bin, an sie sind auch den Organisateur mit vom Ovent. Zum Sascha, den aber wirklich privat ist von der Arbeitswelt trennen, bleiben ich also ganz diskret. Ich darf aber so, dass sie in 2014 an einem Film zum Zweiten Weltkrieg Drehbuch geschrieben hat, Regie geführt hat, an gouf nach so ein bisschen forciert, eine ganz kleine Rolle zu spielen. Voilà, just für ein bisschen hin, ein bisschen zu beschreiben, der Sascha Bachim ist auch Member von der Feierblum. Du hast ein aktiv, das ist eine Lützeburger Plattform für Künstler, die hier echt an den Bereich vom Filmmaking wohnen. Voilà, du hast ihn auch Member. Und zum Inhalt von der Konferenz Novent erlaubten ich mir nicht zu sagen, weil ich mich genau wie dir mengnisch mit Vierwitz freuen. Sicher kann kein besser wie der Sascha unser Lode Novent mit auf sein Reis zu erlernen. Und dafür so ein Schneider der Gemeinde vielmals merci, dass wir diesen Abend können zusammen ein bisschen feiern, weil der Weltbuchtag ist nun mal der Weltbuchtag. Und immer fand ich es wichtig, dass wir das Buch den Leuten können nur bringen, die es nach lesen nicht so an sich schon oder so weiter, mir egal. Es soll immer irgendwie ein Teil von uns bleiben. Und dafür merci der Gemeinde, merci der Knappe, dass sie den neuen Teil sind. Und ich will auch ganz kurz merci so in dem Diana Calvario, also engagierter Kulturbeauftragte von der Gemeinde, weil sie das auch immer alles mit Herz und Seele organisiert. Wir haben 7 von den 100 Notieren rausgepickt, muss noch gucken, ob wir die überhaupt durchkriegen. Wenn ich echt fertig bin, kann ich da gerne nach 3 Monaten hängen, dann gucken wir mal, wie es geht. Mir war das wirklich tatsächlich dann so, wie man einen Werkzeugkoffer aus den vielleicht auch daheim hat, in der Garage oder im Keller. Da sind ganz viele Schraubenzieher dran, die da vielleicht regelmäßig benutzt, dann sind da bestimmt dran, die dann noch nie benutzt wird. Wir waren dabei nicht von die eine Schraube, der beginnt, wo den E-Schraubenzieher bricht, dann wirst du, wo der sicher können gehen. Und das ist auch der Prosch. Es geht nicht darum, dass alle Einzel-Uti für jeden nur direkt muss der richtige sind. Wir wollen da mehr hört, also im Resilienzkoffer,
weil die mehr präpariert das, dann auch die richtige können zu benutzen, wenn wir brauchen. Ein Thema oder eine Sache, die wichtig ist, wenn wir am therapeutischen Kontext gucken oder auch für Reis alle Guten dann, als dass man am Anfang mit dem Ziel aufhängt. Also, deshalb wird man eins übersprangen. Weil man eine Sache, die als wichtig ist, da will man am nächsten direkt aufhängen, etwas zu machen, etwas zu ändern. Und den Aktionismus sprangen. Und dabei ist es aber wichtig, für dich mal zu gucken, was das dann bei den Anfang erreichen will. Problem am Ziel ist, dass man ganz oft ein Bierspiel gesehen, eine Herausforderung, ein Projekt, ein Problem, das man nicht direkt lesen können. Und da gibt es zwei Probleme, weil erstens der Biersch, den ist groß, wir haben vielleicht keine Erfahrungswerte, wie ein über so große Biersch drüber kommt. Und das zweite Problem ist, der blöde Biersch, der versperrt auch noch die Option. Für das zu lesen, am Anfang super simpel, vielleicht auch ein bisschen banal, ne? Wenn ihr dann den Biersch abgedeelt kriegen an die kleinen Hügelen. Dann nur die zwei Vierteler, erstens zu den Erfahrungswerten eventuell, wenn ihr so einen kleinen Hebel könnt, da tut ihr vielleicht schon ein Gehirn kriegt. Am zweiten Viertel das Ziel, als noch immer am Blick. Ja, das klingt so simpel, aber das ist nicht immer intuitiv am Kopf. Ne? Wenn man als auf ein Projekt konzentriert will, ein Problemführung als so, dass man es wirklich Zeit will, die Probleme als Nähen zu blicken, Teiletappen eventuell zu definieren. Et aserem soweit. All Joas alles op den Steseler Biersch. Grost Appelfest. De Weekend vom 23. auf 24. September, de 30. am 1. Oktober, an den 7. an den 8. Oktober. Immer von 10 bis 18 Uhr. Appelfest Steseler Biersch. Dat war die Emission für heute. Ich so nicht merci für no gucken an mir gesehen uns an 3 Wochen. Bis dann.